Sehen Sie, was passiert. Nehmen wir an, wir haben den größten Verbraucher in Europa, Deutschland. Ich kann mich irren, aber ungefähr meiner Meinung nach 50 bis 51 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. In Deutschland lieferten wir 5,6 Milliarden Kubikmeter mehr. 10%. Sogar mehr. Hören Sie, das ist ordentlich. Italien wurde mit einem Plus von 4,4 Milliarden Kubikmetern beliefert. Sie haben gerade die Jamal Europa erwähnt. Ich sehe diese Anschuldigungen gegen Russland und Gazprom, dass Gazprom den zweiten oder dritten Tag in Folge keine Gaslieferungen nach Europa auf dieser Route Jamal Europa gebucht hat. Welch ekelhafte, wie soll ich es besser sagen, egal. Es überschreitet doch einfach alle Grenzen. Schließlich hat Gazprom diesen Traffic nicht gebucht, weil diejenigen seiner Kontrahenten und Unternehmen, und das sind vor allem Deutsche und Franzosen, die auf dieser Route Gas kaufen, keine Kaufaufträge abgeschlossen haben. Was soll denn geliefert werden, wenn man keine Bestellungen hat? Was haben sie dann getan? Im Rückwärtsbetrieb wurde diese Route geschaltet. Von Deutschland nach Polen. Und seit einigen Tagen wird von Deutschland nach Polen gepumpt. Ich denke, es sollte jeden interessieren. Warum? Weil wir das Gas nach Deutschland nach langfristigen Aufträgen liefern. Und das 3, 4, 6, 7 Mal günstiger als der aktuelle Preis. Selbst wenn man 1 Milliarde Kubikmeter Gas weiterverkauft, kann man fast 1 Milliarde Dollar verdienen. Das ist Business. Das war erstens. Nachdem sie ein bestimmtes Volumen von uns gesammelt haben, also 5,6 Milliarden mehr als in langfristigen Verträgen vorgesehen war, verkaufen sie es jetzt. Aber das ist nicht alles. Sie pumpen doch im Rückwärtsmodus. Wie kann man dann den aufwärts pumpen? Das Gas kann sich in ein und derselben Leitung nicht gleichzeitig in beide Richtungen bewegen. Sie haben a. nichts bestellt, b. pumpen es rückwärts. Aber auch das ist nur ein Teil der Informationen. Es gibt eine Verbindung, eine Leitung, die das polnische Pipeline-System mit dem ukrainischen verbindet. Das Volumen beträgt etwa 3 Millionen Kubikmeter pro Tag und genau diese Menge wird aus Deutschland nach Polen gepumpt. Ich habe allen Grund zu der Annahme, dass dieses Gas letztendlich in die Ukraine gelangt. Und die Verbraucher in Europa und Deutschland sollten wissen, was wirklich passiert. Und sich vielleicht an bestimmte Behörden mit der Bitte wenden, diese Situation zu klären.